Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Paar. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Scham. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Zange klingt jetzt auch schon Richtung Mann. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Paar. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperren, dann hört so manche wieder Terz. Ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herz am Pumpen spielt. Weil's Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Paar. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Eine neue Ausgabe der Pawlatschen am Montag. Winetime 20.15 Uhr. Wieder aus der Klause Klaus heute. Es freut mich wieder sehr, Gast sein zu dürfen. Ebenso. Ich danke dir ganz herzlich. Ebenso herzlich willkommen, grüß dich gut. Servus Patrick, shit, dass du wieder da bist, wieder da bist. Werden wir gleich erklären, was wir damit meinen mit dem wieder. Ja, genau. Turbulente Tage hinter uns. Ja. Und, aber alles wunderbar. Schau, ich habe da einen Schweißfleck, habe ich gesehen, den sieht man da. Warum habe ich den? Weil wir eigentlich gespielt haben die ganze Zeit jetzt. Wir sind eigentlich schon ausgespielt. Wir sind nein, keine Angst. Keine Sorge. Und man muss aber dazu sagen, warum. Also nicht warum wir gespielt haben, sondern warum das so erwähnenswert ist, weil wir haben gespielt und dass ihr merkt, mit was für einer Ernsthaftigkeit ich da jetzt miteinander gearbeitet haben. Und wie im Schweiß unseres Leiberls. Ja, aber man sieht es auch daran, dass wir ausschließlich ein Wasser trinken. Also jetzt beim Spülen, beim Wirten haben wir schon Bier getrunken. Bierli getrunken. Aber selbstverständlich. Immer nur eines, nicht? Aber natürlich, so meinst du. Aber so. Aber alles weitere gleich. Ich würde sagen, Patrick, schreite gleich zur Tat und hol einen Wein. Ich schreite, ja. Mit Kamera? Nein, ich hole heute den Wein einfach so. Ihr kennt ja das schon fast da. Also das ist aus dem Kühlschrank. Aus dem Kühlschrank da. Bin gleich wieder da. Ist ja nicht so spektakulär, In der Zwischenzeit einen geschwinden Blick in den Chat. Susanne Faber ist da, grüß dich Gott, jawohl. Habe ich Samstag bei 9 Chats und 9 Plätze gesehen. Bravo, mir im Fernsehen, was sagst. Matthias Mariach ist am Start. Karin Unterrader, guten Abend. Servus Karin, schön, dass du dabei bist. Sprachpolizei ist da, Peter Brachtl, Paul Artmann, jawohl. Der Raffi ist da, jawohl. Guten Abend, Sendung am Samstag war super, danke dafür vielmals. Fritzl Startguss, unser Grand Seigneur, jawohl. Die Maggie Pemperton ist da, bin vorübergehend in München aus Minga, die Maggie aus Minga. Der Fritzl Startguss schreibt, guten Abend, die Damen und Herren. Habe die Ehre. Landtagsstürmer Markus ist da, Christi Gott. Die Hette aus der Schwitz. Landtagsstürmer Markus, muss ich dazu sagen, natürlich aus Mittelhessen. Mittelhessen, jawohl. Weil nur Pfuscher sagen Rheinhessen. Wir wissen ja, Mittelhessen ist Mittelhessen. Ja, ich hätte schon wieder fast vergessen. Jetzt ist es abgespeichert. Mittelhessen. Für immer. Michael Unger ist am Start, Christi Gott. Markus Volker, just became a member. Markus Volker, da trinken wir, gleich werden wir, Markus, gleich werden wir auf dich trinken. Sofort. Gleich werden wir drauf eingehen. Aber guten Abend miteinander. Heute mit einem Ohr dabei, muss noch hakeln. Na bravo. Markus, dennoch werden wir gleich schön, dann auf dich anstoßen. Pawlatschistische Grüße in die Runde auf einen unterhaltsamen Montagabend, schreibt Franz M.
Servus. Servus. Grüß dich Gott. Habe ich schon runtergeladen. Die Videos, was du mir geschickt hast, habe ich schon runtergeladen. Schon Vielen da. herzlichen Dank. Ganz leibend. Super. Ganz leibend. Es ist wieder mal Weintime, Matthias Mariacha. Der Wolfgang ist da, Ludwig Sass ist da, jawohl. Grüßt euch. Ulrich, Servus, alle miteinander, besonders nach Wien, Minga und Mannheim. Jawohl, einmalig. Hannes Steurer, schau, Servus zusammen. Jawohl, Servus. Mein Neffe, Neo Tesla-Fahrer. Ja. Ja, Neo Tesla-Fahrer. Sein Vater hat heute, kriegt morgen sein Auto, sein Ex. Ja. Der andere Bruder hat sich heute einen neuen Wagen gekauft. Nur ich habe meinen 10 Jahre alten Volvo und gut, jetzt habe ich ein paar Ausgaben. Aber wie wir heute besprochen haben, ist es, wenn er 10 Jahre alt wird, zahlt er gewisse Sachen. Ein paar Sachen haben wir, kostet mir jetzt so viel wie ein Neuwagen. Ah, Blödsinn. Nein, aber den gebe ich nicht her. Den gebe ich nicht her. Nein, 5-Zylinder Diesel noch, ein 5-Zylinder Diesel noch mit 175.000 Kilometer. Den gebe ich noch lange nicht her. Das ist doch Oft so ein Fuchs. Volvo-Qualität. Ein Ja. Volvo. Und es ist ja, ich habe das gemerkt, bei allen anderen mit Allah ist die aufmachen. Allah bei mir, es ist ein mechanisches. Du nimmst die Schnallen und du musst die Schnallen ziehen, damit die Mechanik quasi ein Schnapperl wegerzieht, dass die Tür aufgeht. Bei allen anderen musst du einen Sensor treffen. Musst du ihn treffen. Ich bin heute bei diesem Cupra heißt der, genau. Cupra. Ich sag gestanden vor der Sehr Tür. leibend, brauchen wir nicht reden. Das ist, Will ich bin man, gestanden. lass mich hinein. Und ich habe gesagt, wie komme ich da rein? Ich habe da herumgeschalten, nicht reingekommen. Musste mir meine Schwägerin helfen. Das fängt schon gut an. Nicht? Rudi Korbis ist da, Daniel Schlegel ist da, jawohl, unsere Principe. Grüß euch, meine Lieben. Aus den nebligen Gefilden. Und der Rudi Korbis. So, habe ich schon gesagt, Rodolfo Corbesso. Wir schreiten zur Tat. Patrick, was haben wir? Dampfhammer 57 wieder mal. Dankeschön noch einmal für den spanischen Wein, den wir hier wieder trinken dürfen. Selección Aurora. Wie man halt so sagt. Im Spanischen. Wir haben auch echt spanische Gläser. Ja, aus heute. Retz. Aus Retz. Ja, wir haben gesagt, wir trinken, ich weiß nicht warum, gell? Wir haben gesagt, wir trinken aus die Kleinen. Es ist ja so, Wird gar nicht so wenig eine merke, gerade Nein. reinschenken. es ist so, der hat einen Strich, das hat da einen Strich, da steht ein Sechzehntel. Das sind so Kostgläser, so ein Sechzehntel. Und wir haben uns vorher, unsere Principessa ist ja da, Patrick und ich haben uns nach dem Wirten haben uns gedacht, wir hauen uns einen Nussschnaps von der Daniela Schlögl. Ja. Und ich habe die Glaseln genommen, ich hab das nicht so bedacht gehabt einfach. Und ich habe geglaubt, das sind Schnapsglaseln und ich sehe nur einen Strich und ich fühle einen Strich an. Und sage, na sehr, was du schenkst. Ich sag dir, du schenkst na, rein, bist du ja. ein Strich? Ist aber ein Sechzehntel. Jetzt haben wir so ein Sechzehntel Schnaps da rausgetrunken und dann haben wir gesagt, das war eigentlich der richtige, so dieser kleine, die kleinen, irgendwie passt zum Spanischen. Warum ja. wissen wir nicht. Aber Das wir ist sagen uns so halt. eingefallen vorher, weißt du? Und deswegen Wie der man so erste gespielt Schluck. Einmal auf euch alle steht, dass dabei seid. Seid Zum Wohle, meine Lieben, ja. Ah, das liebt noch mal. Die sind nicht nur klar, die klingen auch klein. Grüße aus der Puppenküche. Passt wieder zum Kasperlspiel. Jetzt hat aber was, weißt du? Na schon, das ist wie aus dem Köln-Achtel. Naja, halt das Glas fest, weil Jetzt kommt natürlich der Wichtige. der zweite Schluck, Markus Volker. Markus Volker als neuer Member, Just Become a Member, Kanalmitglied. Servus, das freut uns sehr. Markus, auf dein Wohl. Da wird schon mehr. Wird schon mehr. Zu viel eingefühlt habe ich, ja. Ja, Aber der Wein, gut, den kennen wir jetzt mittlerweile schon. kennen wir ja schon. Ja. Leider schon gleich ausgetrunken. Member, was heißt das? Es gibt jetzt die Möglichkeit, wer es noch nicht weiß, Kanalmitglied zu werden, der 16er Burm. Welche Vorteile hat man davon? Leicht gesagt, gar keine. Es bringt euch wirklich nichts, außer dass man, wie man zum Beispiel beim Raffi erkennen kann, ein Spritzerglasel, Emoji verwenden kann. Das ist also Genau. ziemlich der einzige Vorteil. Theoretisch ist es, die Kanalmitglieder sind hervorgehoben im Chat, aber nachdem wir ja keine 300.000 Leute im Chat haben, bringe ich das eigentlich auch ohne zusammen. Also es hat mit dem nichts zu tun. Eine Kanalmitgliedschaft kostet 4,99 € und das ist einfach, Monat. Im Monat. Und das ist aber der Schmäh, der einfach wenn man einer sagt, erst, ich lade die 16er Burm einmal im Monat auf ein Achtel beim Taschler ein. Ja, genau. Dann sind wir bei 4,99 €. So. Nichts anderes. Es ist, Das ist es. Es ist Und das war's einfach nur eine kleine Anerkennungs-, Förderungsvariante,
Und ja, es gibt keine Vorteile in dem Sinn, weil wir ja nach wie vor beibehalten werden, ganzen Content dass und wir so. alles, was wir machen, offen halten, Natürlich. frei halten, finanziell frei natürlich, aber auch zeitlich. Also wenn ich was einstellt, und soll es ja jeder sehen können, der halt Das ist für uns ganz klar eigentlich und und nicht selbstverständlich. das Kanalmitglied muss zahlen, dann du- sieht das eine Woche früher, das Video, das ist ein Blödsinn. Von dem hält man Weil nichts. wir schwach sehen, wie ich gesagt habe, schon eigentlich. Für So uns ist es. halt, für So uns. ist es. Wer will, wer sagt, erst, ich zahle den 2 Buben einmal im Monat, ein Achtel, dann mache ich so eine Kanalmitgliedschaft. Du, ganz ehrlich, wenn da ein Haufen Leute zusammenkommen, na, sind wir doch froh, ist ja das auch schön. doch Also, leid. wir sind glücklich damit zufrieden, es ist irgendwie ein Hetz und das ist der Hintergedanke. Das Ganze. Wildcat. Sag ich auch. Wildcat ist doch jawohl. Servus. KTM-Junkie, habe die Ehre. Ja, sehr leibend. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz, sagt der Wolfgang. Geht man ja spielen. Sprachpolizei sagt, Spanischer nicht ganz stubenreiner Trinkspruch. Salut en la fuerza del Canalud. Also was heißt das? Man Fuerza könnte man ein bisschen Fuerza denken, könnte man nicht sich vorstellen. Aber Canalud? Was geht der Canalud sein? Del Canalud. Salut. Heißt der N und im Spanischen meinst? Und? Ja, das würde ich meinen jetzt, ja. Und na, Canalud ist wie die Canalone, ein gerollter Schaß. Ich glaube, das wird nicht stimmen. Der Getrommelte. Prost, also ich würde es frei übersetzen im Wienerischen Prost und ein Schaß zum Trost. Das wird wahrscheinlich passen. Ne? Das wird uns der Sprachpolizei sofort schreiben, hoffentlich. Es ist auf jeden Fall, wirklich kann man passt. sagen, wir sind auch linguistisch. Der Top An vorderster Front. Ich weiß nicht so schön. Einmal im Monat Pfeife auf Jazz. Ja. Ist der Wolfgang gesagt, mach was. Wer sind wir, dass wir ihm dagegen reden? Was hast du? Was hast Nix, du? nein, der Kontrollblick passt schon. Sehen wir dann nach dem Lied, Ja. wenn wir das erwähnen. Ich sage nur eines, wirklich turbulente Tage hinter uns. Alles leibend, aber alles leibend. Alles wunderbar, ja. Bin im Anschlag. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mich tut aus. Spülst erst die Schrammen, da wird meine Fahrt. Und ich vergiss am Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, ob's uns kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudeli, und dann dudeli, und dann dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, heute gehst mit Bier. Da gibt's gar kein Widerreder, wenn ich zum Wein die 4. Dort haben wir den Schrammen gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing hinaus. Dudel mich tut aus. Spülst erst die Schrammen, da wird mir nicht fahr. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine öde Musik, ob's sonst kein Verbiss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudeli, und dann dudeli, und dann dudeli mich aus. So schaut's aus. Jawohl. Es sind auch so Sachen, gell? Ich weiß nicht, wo das her ist, zum Beispiel, so schaut es aus im Schneckenhaus. Das weiß ich auch nicht, aber es hat sicher wirklich eine alte, hergebrachte Bedeutung. Eine mythische vielleicht sogar. Aber ich zum Beispiel sage auch oft, ich weiß nicht, wo ich das her habe, jawolle, Frau Holle. Ja, wenn es schneit, nicht? Die kann ich das Ich gut sagen, sage, ja, was ist das? Jawolle, Frau Holle. Holle.
Keine Ahnung, warum. Weil sie sich reimt vielleicht. Wahrscheinlich auch. Ja, jawolle. Ne? Ja, Wolle, Holle. Nicht wie, reimt sich auch. Ist ein sehr harscher der Reim, nicht? Das harscht sehr. Ist ja ein Wahnsinn. Also Patrick, Finger. Ja. Finger Weltke- ist bereits gehoben. Ein bisschen hecher muss ich das hecher. Superchat, 10 Euro vom Welke. Servus, Burm, der Roy hat heute seinen 3. Hirse-Paradiestag und spendet was mit dem Mäusel zusammen. Dankeschön. Herzlichst Dank, der Schee. Und unsere Nymphensittiche, Wienerlied, affine Nymphensittiche im Himmel, als auch hier auf Erden, nämlich Sani und Nutze, denen herzlichst ein fröhliches Piep, Piep, oder wie man sagt, was? Bing, bing. Das ist das lieb. Das gefällt mir. Dankeschön. Wildcat, grazie mille, wie mir Italiener so sagen. Das Temperament in mir. Ist ja Spanier, ist das nicht? Ist ja was anderes, Herr. Gracias. Musst du sagen, de nada. Ah nein, du bist es. Nein, De nada? du bist es, ich meine. Danke dir herzlichst. Grüß euch, servus, grüß dich, sagt der Extremschaukler. Jawohl, der andere ist da, grüß dich gut. Raffi, Sprachpolizei, alle haben deine. Ludwig Sass, was sagt der Ludwig? So, ich habe euch endlich ein paar Achtel über PayPal überwiesen, da ich die letzten Male immer unterwegs gewesen bin und dann nicht mehr daran gedacht habe. Na Ludwig, das Ludwig, ist aber danke. Danke herzlichst. Dann Auf wieder dich auch. auf die Rosensteiner Schulkollegen ist bitte. halt verlost. Das- Das ist was. Ich danke dafür, mir jetzt einmal. Ist ein Wahnsinn. Also wir haben die ersten, weiß ich nicht, die ersten 20 Minuten noch nicht einmal. Und das Geld reingekommen. Das Geld ist reingekommen. Freunde, Ja. hört's nicht auf, hört's nicht auf. Bitte, das soll jetzt nicht abtören. Danke Ganz für mich. im So. Gegenteil. Der Wolfgang hat's verstanden. Möge es Kraft ins Gemächt gehen. Möge die Kraft ins Gemächt. Wirklich wahr? Ein Fuerza. Fuerza? Doch schon. Ich glaube, Da das ist ist einer. aber ja, möge die Kraft ins Gemächt gehen. Ja. Ja, Oh, eh. ja, sehr gut. Ja, es war nicht schlecht. Ne? Also, Burm, ich also- weiß noch nicht, wohin mit der Kraft momentan, aber das ist, ja, das hat das Thema. Was sagt die Meige Burm? Also einmal im Monat ein Achtel für euch nur ein Jahr. Einmal halt je ein Sechzehntel. Echt, das passt immerhin zum Namen 16. Ja, zum Namen, aber zu uns Zum nicht. Namen, nicht? Also, Meige, du kennst uns. wir zuzeln da eh. Sechzeln, Heute zuzeln wir eh herum so. Im 16. Wobei ein Im 16. 16. Glaserl. Ein 16 ist gar nicht so wenig eigentlich. Naja, schon. Das ist nicht. Da, wenn das Glasl klein ist, jetzt ist es halt voll der halbwegs. Nicht? Da werden ein Achtel schon der 16. Nur ja, aus, eins wie, ist mehr sogar, wie ne? wenn es ausgewaschen wird. Ja. Lass mal dieses Thema. Susanne Faber sagt das Lied vom Samstag, bitte. Ja, das war die Biesenberg. Bis am Berg, ja, werden wir machen. Sehr gerne. Sehr. Wenn wir gleich schauen, warte, ich muss den Chat da noch geschwind weiter. Ja, tu nur. Chatten Weil Sie. da geht's zu. Wo war's denn jetzt? Wo war's denn jetzt? Die 16. Buben, bravo Mecke, das haut uns aber zu. Wunderschönen guten Abend, sagt die Chantal. Servus. Chantal, jawohl. Hannes Spießlein ist auch wieder mit dabei. Grüß dich gut, servus miteinander, sagt er. Und grüß dich, schön, dass du mit dabei bist wieder. Ich leid mit dem Völlner, sagt der Ulrich. Bravo. Was ist der Völlner? Bier? Völlner? Völlner? Hätte heute wieder mal einen Liederwunsch, sagt die Daniela. Schoß auf der Mama. Zu Ehren meiner Mutter. Sie hat heute ihren 11. Todestag. Na, da werden wir das machen. Machen wir gerne auch. Ganz klar. Ganz klar. Daniela, machen wir. Was haben wir da? Jawohl. Ich freue mich auf morgen, Thomas Mayer. Ich freue mich auch. Ich freue mich schon Ich sehr. freu mich wahnsinnig. Wann hast du gesagt, bist du bei mir? 3:06, glaube ich. Gell? 3:06. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn ich einen Chauffeur habe. Thomas Mayer. Gratuliere dir, lieber Klaus. Thomas Mayer hat sich gedacht, ich kann mein Glas nüchtern nicht nochmal anhören. Ich muss am Vieren, hinführen und heimführen, damit wir alle wenigstens was davon haben, weil der Klaus ist. Ja, nüchtern ist er mal allerweile so schüchtern. Nüchtern, bin ich allerweise so schüchtern. Ja. Eingespritzt, da bin ich immer wie Ass. Also was? Heute, ja, ich habe aber heute kleine Glaseln, mein Bier ist schon gar, der Wolfgang ja einmalig. Das ist schon klar. Zweimal ein Sechzehntel sind auch ein Achtel, Franz eben. Weise Worte. Weise Worte. Und so wie mir sehen, weil 16. war jetzt da. Ein bisschen mehr wie jetzt drin ist. Und Also wir quasi haben halbert voll. und wir haben sie richtig eingeschenkt. Über ein 16. Ne? So wie ich ein 16. heute einschenke. Ne? So ist es. Schenke mal ein.
Ein Gescheites. Ja, wackeln noch einmal. Ist auch so lieb eigentlich. Nein, brauchst nicht wackeln. Das passt schon. Hallo Klaus und Patrick, wir wünschen euch einen schönen Montagabend. Liebe Grüße, Mike und Babsi. Jawohl, Mike Jawohl. B. Einmalig, schön, dass du dabei bist. Das gefällt mir. Schön, Dass grüß ihr dabei seid, euch. muss man sagen. Freue mich. Thomas Mayer, 1745 spätestens. Jawohl. Passt. Freue mich. Thomas Mayer, Weltklasse, danke schön. Der Manfred Kraft ist bei der Probe. Ja, danke, Susanne wissen Fahrer. wir. Ja, danke, Susanne. Ja, Und 6 Achtel sind auch Butter. Nein? Oh ja, 6 Achtel, ja, stimmt. ja freilich. 6 Achtel. Ja, bin schon wieder. Ja. Ja, wobei, wenn ich einschenke, gingen 5 Achteln aus. Ne? 6 gingen sie nie aus. Ja. Schwach. Das ist halt so, ja. Schwach. Das geht sich nicht aus, das mag man nicht. Pass auf, was ist seit dem letzten Montag passiert? Was haben wir gehabt? Kurze Revue der Woche. Warte mal, ich weiß die letzten 2 Tage quasi. Ja? Das war heute ein anstrengender Tag, dazu später mehr. Bin noch immer nicht ganz gesammelt. Ja? Gestern waren wir am Wachsregelhaus, vorgestern war eine wunderbare Live-Sendung, 9 Schätze, 9 Plätze. Am Freitag, vorgestern, 9 Plätze, 9 Schätze. 9 Plätze, 9 Schätze. Ja. ORF2 live. Mit dabei. Was war am Freitag schnell? Hilf mir. Ja, was, aber was weiß ich jetzt Soll ich auch nicht, reinschauen im Kalender? Ich schaue in den Kalender rein. Ist leichter. Wirklich, das war wirklich turbulent jetzt. Ja, pass auf, am Freitag bin ich rausgefahren. Freitag bis Da war ich Raffen wechseln. Also, Sek falls das vorher. auch gilt als wichtiger Ding. Da war ich Raffen wechseln, schon. war nicht unwesentlich, weil daraufhin sind dann meine Sensoren eingegangen. Diese Reifendrucksensoren. zufälligerweise gerade nach dem Raffenwechsel. Das ist, naja, aber lassen wir das. Lass mir das. Was haben wir da? Nein, wir waren ja in der Klause. Dann haben wir gespielt. In Gumpelskirchen am Mittwoch privat bei einer Firma. genau. So. Dann haben wir gespielt am Donnerstag. Quasi auch privat. In der Sektion, weiß ich nicht, was heißt, von der SPÖ. Im 14. Bezirk 14, jedenfalls. wo wir schon spielen seit 20 Jahren. Was, ja, sowas. 17 Ja, Jahre, 17, 18 18, 19, ja, sowas. Ja, Weltklasse, Leihwand, Weltklasse Publikum, Partie dort. einmalig. Danke, Heidler Elisabeth, noch einmal. Jawohl. Ich gleich wieder. War Seit sehr leibend Jahrzehnten. War sehr leibender Abend. Dann, Bummvolles Haus, nämlich auch. Absolut Absolut, bummvoll. absolut voll gewesen, das leibend. Haus. Und ich habe aus der Vasen gesoffen. Also aus einem. Aus der Aus dem Vasen. Grauig. Aus dem Grauig, ja. Aus dem Grauig. Ja, ausschaut, das wäre Vasen. Nein, Nein, ist es ja war, eine Blumenphase, ja. die haben so kleine Viertelglas, so kleine Glas und einen Spritzer. Jetzt habe ich gesagt, hast kein großes Gebiet, irgendwo was Größeres, weil mit dem was, das muss ja permanent einer rennen, nicht? Den Spritzen noch. Bringt Und ja dann, nichts. und dann haben sie nur so einen Krug gehabt, so einen halben Liter Krug. Nicht ein Liter Krug, das war die Steigerung. So einen halben Liter Krug. Und dann hat der Fast ein Stutzen eigentlich. Ja. Ja. und das war aber leibend, weil das war hat so ein Randl gehabt, das war zum Trinken total angenehm eigentlich. Und dann war aber so, dass der Herr Bezirksrat, Bezirksrat heißt es, Bezirksrat, ne? ja, Ja, Bezirksrat, der gesagt hat, oder sich gedacht hat, ich weiß nicht, und hat dann irgendwo gesucht und außergefunden und hat ihm sogar ausgewaschen. Hat er gesagt, Na ja, also ein Krug. Und habe ich einen Krug so gehabt. ein halbes Liter Kriegel, ja. Und was war, wie die Leute dann, wenn wir Pause gemacht haben, sind sie alle zu schauen und gesagt, ich hätte auch gerne so einen Krug. Ich habe gesagt, erst die habe ich da hinten, müssen die alle erst rausholen und Haben wir waschen und so haben wir weiter. jetzt nicht griffbereit da. Ne? Ja, haben wir, aber ich war quasi Trendsetter. Ne? Muss man erst entlurchen. Nicht? Ja, Weil da war ja. wirklich der Lurch drauf vorher noch. Das war So lange war das nicht in Verwendung. Nein. Ja, und müssen dann- wir kommen, dass das wieder in So Verwendung es, ist so einmal. es. Ne? Aber ich war Trendsetter fürs Vasensaufen. Mhm. Und dann war ich eben Freitag Raffenwechsel, ich bin rausgefahren, Klausi war bereit für alle Schandtaten. Allerdings ist dann für den Samstag dazwischen gekommen, unter Anführungszeichen, eben die ORF-Sendung 9 Plätze, 9 Schätze, Schätze, ja, wo die Stammersdorfer Kellergasse nominiert war und der Höfler Michi vom Ausblick Wien Bravo Michi. hat liebenswerterweise an uns gedacht und gesagt, durch zu, es müsst da dabei sein. Nachdem wir ja schon bald 20 Jahre spielen in der Kellergasse. Kellergasse, ja. Und das gehört dazu, da müsst ihr kommen. Und das haben wir also gemacht, waren also dort, sind am Anfang, der erste Regieplan war, wir spielen quasi 20 Sekunden in Weingarten am Biesenberg. Und Als Ausklang zum Schluss. am Anfang, nein, eher am Anfang als Überleitung, aber aber nur nur kurz. so kurz als kleiner Teaser quasi. Und dann ist schon gekommen die nächste Regieanweisung, nein, es wird da ein bisschen länger, 90 Sekunden. Also es war schlussendlich das Lied. Und wie man Gott dort sei halt, Dank, wie man ja. dort halt schon in der Live-Sendung war, sagt die Barbara Karlich, irgendwas braucht, geh, heißt, wenn du schon da,
könnte man nicht noch irgendwas machen als Überleitung dann wieder ins Hauptstudio und mir gesagt, mir ist wurscht, wir sitzen eh schon da. Wo wir da sind, dann kennt sich die Reblaus. Ja, die Reblaus. Dann haben wir die Reblaus noch. Ganz kurz wurde das nur verwendet, weil es wirklich nur ein Übergang war. Aber das Leibwasser, war die meisten Beschwerden beim ORF und auch bei uns sind eingegangen, warum das 16er Buben angeschnitten haben. Also angeschnitten haben sie euch, meine Mutter, alle. Alle haben so Viele Freunde haben wir geschrieben. Ja, Massen. Privater Natur auch. Also aus unserer Sicht Massen. Haben sich beschwert, dass es angeschnitten wurde. Ja, also das war wirklich nur eine spontane Idee. Und haben halt dort quasi live umgesetzt. Das hat aber gut gepasst. Also. Hat gut gepasst. Aber die Hauptnummer war natürlich... Ich habe einen Weingarten am Biesenberg, genau. Und das reißt mir klar. Ist ja der Wunsch. Von der Susanne Faber war das, glaube ich. So, kurzer Blick nochmal da rein. Wenn ich was sehen könnte, wenigstens könnte ich es lesen, aber mit dem Gegenlicht hier, wir sind ja hier im Studio, Scheinwerfer umgeben. Na, das Lied kann ich nicht, Sprachpolizei leider. Du bist halt nur ein kleines Chapperl. Also ich kenn's, dass es gibt, aber ich kann's nicht. Schade, dass die Stammersdorfer Kellergasse nicht unter den ersten 3 Plätzen war, aber wichtig ist, dabei sein ist alles, ja. Aber wir waren knapp dran. Es hat wirklich nicht viel, Mike, es hat nicht viel gefällt. Also wir waren, und das war weil es war ja, das ist ja quasi dann vom ORF Wien, wieder, sind wir ja betreut worden dort quasi, nicht? Und die haben gesagt, das war das allerbeste Ergebnis, was Wien jemals gehabt hat. Also immerhin. Immerhin sind wir nicht schuld, dass wir angestunken sind. So ist es. Also ist schon mal von Vorteil, nicht? Die Moderation vor Ort und im Studio war zum Fremdschimmen. Ulrich, da sage ich natürlich nichts dazu, weil, weißt du aber... Zum Wohle. Sehr zum Wohl. Ich glaube, eines der Hauptprobleme beim ORF, glaube ich, ist wirklich das, ich will das nicht so Ding, aber diese Monopolstellung, diese sich eingebildete Monopolstellung. Wir können eh alles machen, ist wurscht. Die Leute müssen schauen, was anderes gibt es. Ein bisschen so das Wir sind wir. Ja, das ist natürlich, das hast du in Deutschland nicht, da hat es gegeben. ZDF, ARD, Bayerischen Rundfunk, SWR, WDR und so weiter. Also da hat es einfach mehr... Und das ist halt größer. In Österreich hat es immer nur den ORF gegeben. Also auch wenn es jetzt Servus TV und so weiter war, oder ATV, wo Puls 4, keine Ahnung, was da alles dazukommt noch. Aber ich glaube, beim ORF war das immer so ein bisschen so, das Problem, quasi diese Monopolstellung. Ja, wir sind wir. Wir sind wir und ich kann alles machen, weil wer soll schlechter machen, nicht? Also, die Leute müssen das nehmen, was kommt. Sagen wir es so. Jawohl, 3/4 in der Stunde ist auch ein Rhythmus, bravo. Ist ja eine Möglichkeit, ja. Habe ich gesehen, sagt die Karin Unterrader. Jawohl. Genau. Wichtiger war, dass ihr mal wieder im TV gewesen seid. Ja, TV sind wir ja öfters, aber im ORF einmal. Ja. Und das im Hauptabendprogramm in einer Live-Sendung, ja. Ja, zumal am Sonntag davor erst in die Brettlerspitzen. Also das ist eh schon mittlerweile, wenn einer sagt, wie im Fernsehen gesehen, müssen wir schon fragen, Entschuldige, wo und wann und wo, das ist mir kann oft vor allem. Sag bloß, Sie kennen mich nicht. Jawohl. Wo ist denn jetzt das Studio überhaupt? Ja, genau, ja. Daniela Schlegel sagt, unser Schnaufler wurde auch gut in Szene gesetzt. Absolut. Der hat seine kleine Mund gesessen. Ja, genau. Der hat genau eine Aufgabe gehabt, dass er pfeifen soll. Wenn ihm der Armin Asinger winkt, so mit der Hand so, soll er pfeifen. Eine Aufgabe hatte er. Die hat er versandt. Dafür hat er schon geredet noch. Ne? Die hätte, sagt zum Ulrich, ganz deiner Meinung. Nur da sage ich auch nichts dazu. Franz M. sagt, euer Auftritt war super. Danke dir herzlichst. Kleines Detail. Beim Biesenberg hat im Hintergrund der Bodersdorfer Pfarrer den Rhythmus mitgeklopft. Genial. Das habe ich nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen, der war ja hinter uns. Der hinter uns. Der Asiate war das. Also asiatisches Gesicht. Vom Dings. Ja, genau. Mit weiß-schwarzen Habit. Das war sehr lustig, weil dann so schräg vis-à-vis war der Tisch von Maria Taferl, von den Niederösterreichern. Da hat einer mit der Harmonika gespielt. Und der ist dann, wie wir gespielt haben, zu uns gekommen und gesagt, es ist so eine Weltklasse, dass ich euch da sehe. Ein Traum, weil ich verfolge euch ja im Internet schon seit Jahren. Also das haben wir auch lustig gefunden. Ja. Bist du da? Servus. Ja, das hat mich gefreut. Vielleicht bist du da. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns angeredet hast. Hannes Spießleiner, schau, ein Connoisseur. Das Klingen der Gläser ist auch eine Antwort. Hat's verstanden. Tja,
Ne? Sprachpolizei macht das natürlich nicht so subtil wie mir. Er sagt, der Asinger hat halt nur einen gefeierten Skilehrer-Schmäh. Einmalig. Hauptsache, der Weingarten am Biesenberg ist super angekommen, es haben viele mitgeswingt. Absolut, stimmt wirklich. Und war wirklich sehr, sehr leibend. Schau, und der Allmeistaff ist auch da. Allmeistaff, grüß dich gut. Die Burm im Fernsehen und die verschlaft das. Da hast du ja nichts versandt. Wir werden das jetzt sofort nachholen. Sofort wieder live. Der Weingarten am Biesenberg. Live in der Pavlatsch. Live in der Pavlatsch. Nummer 246. Bravo, Patrick. Eben noch auf der Showbühne des ORF. Jetzt schon in der Klause. Und schon in der Klause und Quatschen auf 700 Meter in der Stube. Mit 16er Glas. Mit Zwischenstation auf der Rax auf 1300 Meter. Ich muss das Glas, ob da was am Sicht für die Stunde, das ist Also ja man schier. kommt schon viel um und um. Ja, definitiv. Rock die Lok. Spiel die Rockbands im Zug, das wird. Na sicher leibend. Leibend. Die waren ja lustige Typen. Absolut. Aber er hat eine Aufgabe gehabt, pfeifen, das hat er versemmelt. Eine Aufgabe hatte der Mann. Du musst dir vorstellen, der ist vielleicht auch nicht so, wie so kameraaffin oder Ja, was aber soll man trotzdem nicht. sagen. Der hat geredet, hat er auch wunderbar nachher erklärt, ne, die ganze Geschichte. Aber er hat auch eine Aufgabe gehabt. Das hat er natürlich, war er schon weit. Ja, super. Ja, aber die waren leibend. Pfeifen so ist das, da war er schon weit. Hast du nicht gesehen, dass es Pfeifer so ist? Bitteschön. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hölle in meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen, hören und am Himmel siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl hat das mir allein nicht gehört. Dort boxt ich, sag's ganz nebenbei. Das soll der beste Trepferl Wein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Augen in meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl hat das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Ich muss ihm wieder gratulieren. Immer und immer wieder und immer und immer wieder gerne. Dankeschön, Dankeschön.
Der Freut Goscher, mich. der solche Nummern hat, der aus. Sowas schreibt der, weißt Weil ich halt tief innen Ich meine, arrangiert habe ich Weil ich halt die ein- Quetschen stimmen. Aber ich kann nur was was arrangieren. wieder der noch Ich kann arrangiert? nur was arrangieren, wenn natürlich die Grundsubstanz einer Komposition klasse ist. Das wirklich. Weil ich im tiefsten Herzen ein Säbelchen bin. Das ist kein Honig ums Maul schmieren, das ist eine Tatsache. Entschuldigung. Sehr zum Wohle. Ich danke dir schön. Echt gefällt es auch die Achteln von einer Sicht da. Wunderbar. Die Wolfgang Bier ist leer. Hat meine Tochter gesponsert, Bravo. Die kommt mit am 7.11. Bravo. Jawohl, Die super. Künstlerin. Ja, Ist es die Künstlertochter, wo ich ja, was übrigens, das habe ich jetzt wirklich voll in Verwendung, eines der Lesezeichen, was ich vielleicht geschenkt bekommen habe, mit einem Motiv, das die Tochter gemalt hat. Dann habe ich den Kalender, einen Wandkalender ebenfalls mit Motiven. Dann habe ich noch, ich glaube, eine oder zwei Karten, so quasi so, wie sagt man so, Postkarten, im Prinzip. Grußkarten. Grußkarten, Ja, ja. oder so. Ja, ich glaube, das war es eh. aber Aber auf jeden ich Fall, habe ein wunderschönes Bild, nämlich. Das hängt aus der Küche bei mir. genau, Ja. du hast ein Bild. Also wir sind ausgestattet. Ja. Was aus der Pappen rauskommt, muss nicht im Herz sein, sagt der Wolfgang. Was meint er? Was meinst du damit? Wie der Patrick spielt, frisst mir ein bisschen da nicht. Freue mich schon auf meine Schrammel. Kannst du dich freuen, ja. Ja, sie hat auch den Kalender gemacht, bravo. Bravo. Freue mich, wenn wir es treffen. Du, also pass auf, jetzt waren wir gerade beim ORF Königelberg. So, dann haben wir gesagt, wir fahren zu mir in die Klause im Anschluss. Wir waren Nummer 1. Halb eins waren wir da, ja, ja. waren wir dann da, sind also vom Königelberg direkt dann zu mir rausgefahren, waren relativ miert, haben ein Achtel getrunken noch und sind dann schlafen gegangen. Ich nicht einmal, sogar ausnahmsweise. Richtig, nur über Achtel getrunken. Wirklich eins. Und ich habe ein Wasser getrunken, aber ich dachte, ich will halt nicht. Weil ich war müde, ich war wirklich müde. Ja. Schau, Victoria wahrscheinlich, nicht Victoria Unterrader, jawohl. Victoria, die Siegerin. Ah, ja. Auf jeden Fall, ja, haben wir sind wir noch daher. Und am nächsten Tag sind wir eigentlich ganz entspannt aufgestanden. Ja. War halt, Und sind um 11 Uhr da weggefahren. sind weggefahren, Richtung, Breiner gescheit. Richtig auf die Rax, ja. richtig, und zwar Wir auf haben, direktem Wege. ich wollte es eigentlich nicht erwähnen. Ich erwähne es, weil Bitte. ich weiß, dass es aus dir platzen würde. Wir sind gefahren und ich habe original. doch. Ich meine, das kann ja passieren. Wir haben plaudert beim Autofahren. Ja. Plaudert, über die 16. Über die 16, Wir haben aber harte intensive Gespräche, Gespräche. wir haben klingt so. intensive Gespräche geführt. Und ich habe eine Ausfahrt verpasst. Ne? Gut, ja, kann passieren. Aber Kann ja noch passieren. der Klause, der Trottel, hat die zweite Ausfahrt, was noch möglich auch noch versagt. Jetzt haben wir auch noch vorbeigefahren. Nicht? Also, wir sind fast über Laxenburg gefahren, nicht von da. Also, nicht ganz. Weit war es nicht mehr, Bis glaub ich. Wöllersdorf sind wir gekommen. Dort haben wir, glaube ich, in Wöllersdorf haben wir dann umgedreht. Ja, also eine ja. beschämende Geschichte. Haben wir es halt doch wie bei Wöllersdorf vorbeigefahren. Also da war ich schon, gell? da war ich schon. schon. Ist eigentlich, es ist eigentlich, Also es hat uns eine halbe Stunde übrig. Wir sind aber viel zu früh weggefahren. Also, weil wir haben gesagt, wir fahren einfach weg, wir haben halt dort, das passt schon. Nicht? Und sind also also zeitlich war nicht das Problem, aber natürlich der Ärger war groß. Das ist ja also Wahnsinn. Aber ist ja gut. Dann sind wir endlich dort angekommen, am Breiner Gscheid. Und ein traumhaft schönes Wetter. 18 Sonntag, Grad, ja, wie wir aus dem Auto ausgestiegen sind. Dort. auf, was wird es Breiner Gscheid haben? 1000 so Meter? 1000 Meter circa. Ja, genau 1000, ziemlich genau 1000 Meter. 1000 ja. Meter, 18 Grad, Weltklasse. Natürlich der Parkplatz überfüllt. Wir wussten allerdings, es gibt, weil es war ja 100 Jahre Wachsregelhaus zu feiern. Ja, darum waren wir ja dort. Und da wurde uns mitgeteilt, es gibt einen abgesperrten Bereich, wo man dann Wo quasi die Parken kann als Akteure oder Musiker. Mitglieder des Trupps oben sozusagen, des Wachsregelhaus. Richtig. Trupps, da kann dort parken, ja. Richtig. Mittlerweile wurde revolutionär vom Pöbel die Absperrung Entfernt, also, aber nicht nur irgendwie Entfernt. Die war weg, wo Die war weg. Die war komplett die war weg und der unsichtbar. Parkplatz war auch zu. Aber, Wir nein, haben gefunden. Wir haben einen genau Parkplatz gefunden. eine Parklücke war, also wir hatten unseren Parkplatz. Dann begann der großartige Aufstieg der 16er Buben. Also
wir sind 10 Meter gegangen bis zum Shuttle-Dienst, Ja, muss ich sagen, zum Bus. genau, das war wichtig, natürlich, es gab einen Shuttle-Dienst, Ja. weil das Wachsriegelhaus liegt ja, kann man über 1350 sowas, Meter, ja. Und man kann es erreichen über eine Forststraße. Natürlich nur für Berechtigte, kann es nicht so aufhören. Aber es gab anlässlich dieses Festes, was am Samstag und Sonntag war, 2 Tage ein mächtiges Fest, 100 Jahre Wachsriegelhaus, an einem Tag weit über 1000 Leute und so weiter. Also da ist schon zugegangen. Absolut, ja. Und da gab es vor allem also für die Akteure, für die Musiker, es gab Vortragende und so weiter, hat es also diesen Shuttlebus gegeben, haben die genutzt, sind raufgefahren, war wunderschönes Wetter, war alles toll, war alles leibend, der Wirt hat uns wie immer freundlich empfangen. Eine kleine, kann man schon voraussagen, einen kleinen Spoiler für nächstes Jahr. Wann sie hat terminlich, da ist noch ein bisschen, Wir müssen es schaffen, dass wir da zusammenkommen. Vom Termin. Ja, rein terminlich. 16er Burm, Goes, Hanse Hinterseher. Go, muss man sagen. Burm ist mehr zu. 16er Go, Hanse Hinterseher, wir werden eine Fanwanderung machen. Oder Starkogler, je nachdem, es könnte aussuchen. Es gibt eine Fanwanderung. Aller Voraussicht nach. Wir werden, wann wir terminlich zusammenkommen, im nächsten Jahr vom Brennergescheit aufs Wachsriegelhaus aufgehen, mit unseren Fans, werden uns unten natürlich im Brennergescheit, da gibt es eher einen Wirten. Da gibt es ja Schutzhütten unten. Da werden wir uns einmal schützen. Ein bisschen stärken vor allem, dass man einen Schutz haben dann. Da werden wir aufgehen, werden oben, es gibt ja Zimmer und man kann ja oben übernachten und alles mögliche. Also, das werden wir anpeilen. Können wir schon sagen. Da verraten wir nicht zu viel. So weit können wir das schon sagen. Wir können nicht viel mehr verraten, weil viel mehr wissen wir noch gar nicht. Aber der Termin ist noch ein bisschen. Also es ist noch keine 100%ige Geschichte. Schauen, dass wir da zusammenkommen. Aber 99,9%ige Geschichte, dass es nächstes Jahr geben wird. Werden wir natürlich dann noch mit Roland Sperg reden. Das wäre natürlich eine Top-Geschichte. Die Instrumente werden wir vorausschicken. Nichts, die werden wir zahlen. Die werden wir zahlen. Oh ja. Ich bin ja nicht der. Naja, aber die werden wir zahlen. Nein, ich werde es zahlen, weil man kann nicht am schlimmsten Fall mit Fans aufteilen. Mit dem Rucksack bin ich eh schon aufgegangen. Ich bin schon mit allem aufgegangen. Ja, mit Gepäck, mit Marschgepäck, Rucksack und Gitarre. Ja. Ich meine, fragt mich nicht, wie ich ausschaut, ob ich oben ankomme. Gitarre, Bugel und Rucksack fuhren. Nein, umgekehrt. Nein, Gitarre fuhren, das geht nicht. Nein, du hast den Rucksack hinten auf der Gitarre noch drauf gehabt. Ja, genau. Das war schon ein Problem, muss ich sagen. Es zahlt schon aber da. Ja, aber wenn man doch schon beim Militär... Aber so ein Gitarrenrucksack ist nicht wirklich gedacht, dass man lang geht damit und noch ein Gewicht zusätzlich noch drauf hat. Auch der Quetschenrucksack, muss ich ehrlich sagen. Mit einem anderen Rucksack geht das schon. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Kontragitarre ist keine Gitarre. Nein. Das ist die schwerer, die ist anders, die Taschen, es ist alles ein bisschen... unhandlich. Aber ich habe mir gedacht, beim Militär, da gehst du auch mit einem Rucksack und mit der Panzerfaust und Munitionskisteln. Da habe ich mir gedacht, ich mache das auch. Ich habe damals gesagt, nie wieder, aber vielleicht das mal, wie wir es wieder machen. Machen wir es, ja. Das müssen wir aufgehen. Dann gehen wir auf und machen wir dazwischen zur Station ein bisschen, nicht? Zwischen, nicht? Da brauchen wir schon ein bisschen... Wo dazwischen? Durchschnaufen müssen wir schon, bei der Jagdhütten zum Beispiel dazwischen. Ja, die ist ja zu. Na, die ist zu, da können wir ein bisschen verschnaufen dort, nicht? So. Vielleicht hat einer von den Fans dann auch... Ja, da müssen wir schauen, dass die Fans auch dabei haben. Ja. Ich meine nur... Land der Sturmermarkt, das fragt schon nach dem Datum, das wissen wir noch nicht. Das haben wir schon gesagt. Also sehr wahrscheinlich September. Sehr wahrscheinlich September. Es könnte aber auch der August werden, es könnte aber im Oktober sein. Das ist wirklich, wir haben da ein bisschen aber Wochen. Also wir haben mal gesagt, am Abend, es war leibend irgendwie über Nacht. Halt, ne? Dass man am Nachmittag weggeht, gemütlich und am Abend dann ein kleines Konzert, am frühen Abend ein Konzert macht. So und dann ein sogenanntes Meet and Greet weiterhin, und wo wir plaudern, Schmäh führen. Weil das soll ja der Schmäh sein, dass wir mit den Fans auch dort jetzt wirklich zusammenbieten ein bisschen. Nicht? Und das wäre die Idee. Werden wir schauen, was passiert. So, kurzer Blick da rein. Bitte nicht lachen, sagt der Sprachpolizei. Meine Alte hat mir gerade ein Eierlikör eingeschenkt. Bravo, Alte. Jawohl, beste Grüße an die Holte Sprachpolizistin. Ich muss einen Schluck nehmen. Nimm mal einen Schluck. Vielleicht wird es ein schöner Abend. Sagt der Wolfgang zum Sprachpolizei, gratuliere. Vielleicht wird es ein schöner Abend. Es hat wirklich mit euch gefangen. Mit euch ist kein Krieg zu gewinnen, wie man sagt. So, Storkogler sind besser wie der Hinterseher, weil die Storkogler können singen. Hannes Spiesliner, ich wollte ihm sagen, Storkogler ist mir fast lieber, der Vergleich. Ja. Aber halt eins Hinterseher war halt berühmt mit 20.000 Leuten. Bei den Storkogler waren es immer nur 2.000 Leute oder so. Na, bei uns wären wir 20 sein, aber es ist ja aber das ist. Ich helfe euch schleppen, sagt der Wolfgang, jawohl. Jawohl. Ich nehme die Moni.
Dann ist wirklich das mit aufgefahren, es gibt den Shuttle-Dienst, hat es nur bei 100 Jahren Ja, das stimmt, ausgegeben. das So, stimmt. so gibt es keinen jetzt. Das ist da. keinen. Das ist Ich melde mich normal. fürs rote Team, dann kann ich mit Bus drauf. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Vor allem der Klaus und die könnten uns ja aufteilen. Die Sportlichen gehen mir die Pisten auf gerade und der Klaus geht die Forststraße mit den bisschen gemächlicheren. Was willst du jetzt damit sagen? Und dazwischen warten wir immer zusammen, was sich das kreuzt immer wieder. Die Serpentinen, Forststraße und die Pisten auf. Was willst du jetzt damit sagen? Nein, Dass ich nicht zu den Sportlichen ja, gehöre? ich habe nichts gesagt. Wir können es auch umgekehrt Ich bin machen. ein Haflinger. Ich habe kein Problem damit. Also, Ich kann schon nicht gerade. Ich brauche nein, einen aber länger da dann. müssen Nicht? wir uns aufteilen. Aufteilen müssen wir Mir uns ist sehr auf jeden lieber, Fall, wenn du nicht dabei bist. Weil die mit den langen Haxen, mit das hasse ich wie die Pest. Die machen so ein paar Schritt und sind 300 Meter weiter. Vor allem- ich mache ein paar Schritte und Vor allem, es ist ja keine Hopp, ebene du musst Straße, einen aber die Meter Piste, weiter. also die Forststraße kann wirklich jeder, der normal zu Fuß ist und nicht krank ist, kommt da hinauf. Also das ist kein Problem. Man kann aber auch die direkte Strecken hinaufgehen. Natürlich. Und da ist natürlich, je kürzere Füße man hat, muss ich ehrlich sagen, ist wirklich so, weil dann hast du manchmal so Stufen, Felsstufen, Wurzeln und so. Klar, du immer leicht natürlich. Ich steige da so locker drüber, der Klaus muss mehr heben. Ist einfach so. Ja. ich muss allgemein mehr heben. Kann aber ja nichts dafür. Also das ist Da tun wir nachschenken, mal gescheiter, bevor es mir da. Der Ackerl ist da, der Ackerl ist ist da. die- Jawohl. Ackerl, lade dich daheim runter, gell? Lade dich daheim runter. Ich habe mich schon freue mich schon. Es gibt wieder neue Konzertvideos von Ackerl. Weltklasse. Melde mich freiwillig als Sherpa. Weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Ich auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Danke, Wir Hannes. wissen beide, jawohl. Ja. Weltklasse. Auffe muss ich auffe. Der Christus soll mit der Transalp den Shuttle-Service machen. Ja, da kriegt er dann, ja. Man, Darf man auch nicht auffallen. Man darf ja nicht. Das ist illegale Straßenrädern zu Fuß, man Tag. Nein, aber das wird sicher jetzt. Auf jeden es Fall. wird ein Potzentheater. Auf jeden Fall haben wir dann also dort gespielt, 2 Stunden. Genau. War sehr leibend in dem Zelt mit Leiberl. Wir haben das Leiberl angehabt. Also es war Auch wirklich draußen in der Sonne um 14 Uhr, ohne wie wir waren, es war heiß, also sommerlich Temperaturen da oben. Also, und das Ende Oktober wirklich, so war, kann mich erinnern, da ein paar Fotos von meinem Großvater gesehen, wie aus die 60er Jahre, der hat am 19. Oktober Geburtstag, da sind sie auch alle mit Unterleiberl und der Bodyhosen im Garten gesessen. Also es kommt nicht oft vor um die Jahreszeit, dass man so sitzen kann. vor uns, also wie gesagt, riesen Zeltfest Zeltfest. aufgestellt, also Zelt aufgestellt gewesen, alles, es hat Kessel, gutes Essen drin, Wahnsinn, es war irrsinnig viel. Blasmusik hat gespielt Ding. vor uns. Vor uns die Kapellen, aus Aus Kapellen, Kapellen, ja. also aus dem Steirischen, aus Kapellen, die Motorradfahrer wissen das, Kapellen. Kapellen aufgefahren, Richtung Brenner gescheit und hinten dann oben nach Bayerbach, Reichenau. Und Genau. die, muss ich sagen, die Kapellen, 40 Mann hoch, also richtige Blaskapellen, wie es das richtig, vorstellt. 2 Bässe, also zwei Tuben dabei. Ja. Und, muss ich echt sagen, Gut gespielt. sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt, ja. Wirklich gut gespielt. Also, ja. also jetzt nicht, was du, ja, Also, es ist ja ein Hobby. Hobby bei diesen Blaskapellen, muss man immer sagen. Das sind Leute, die in ihrer Freizeit Musik machen. Ja. Es gibt ein paar Berufsmusiker drunter oder Musikschullehrer, klar. Aber in der Blaskapelle so, das ist Hobby. Und das ist immer hohe Anerkennung von meiner Seite her, was die leisten. Und Ja. die waren nämlich wirklich gut. Waren Gut wirklich. zusammengespielt und ja. Ja, und so, wirklich super, Super. gespielt. Super gespielt. Dann war ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Pause, da sind wir drauf gekommen und haben also dort gespielt. Natürlich ist das dort jetzt nicht so, ist ja kein Konzert, nicht? Sondern da kommen erstens einmal viele Wanderer, die einfach eine Pause machen und dann sagen, ja, schau, Wienerli, der Leihwand, machen viele Fotos. War jetzt aber nicht sonderlich aufmerksam, aber das aufmerksamste Publikum war der Tontechniker An und die erster Musiker. Genau. Von der Blaskapelle, ja. Die waren alle fertig auf uns. Die Ja. waren alle fertig, die hat das Tag. Und nachher hat der Huber, ein Foto von den Huberbuben, Von den Huberbuben, welcher, ja. weiß ich nicht mehr. Der Klaus, glaube ich. Der Klaus Kann Klaus sein. Huber, glaube Der ich. hat den Vortrag gehalten. Ja. Da waren wir jetzt nicht beim Vortrag dabei, aber es war das Zelt gesteckt vorher bis außen und dann sind wir schon runtergefahren wieder. Aber beim letzten Lied, und da muss man sagen, Glück im Unglück, beim allerletzten Lied, das wir gespielt haben, Vorher. Leider. aber, ja, Am stimmt, vorletzten Lied, ja. nach dem vorletzten Lied eigentlich, Da währenddessen schon, aber ja, aber das ist was passiert. hat noch keiner was mitgekriegt davor eigentlich. Ja, Was ist passiert, Patrick? Was ist passiert? ja ein kleiner Schaden, ein Knopf ist abgebrochen. Weil ich so stürmisch spiele und der Mikrofonständer in die Nähe der Tastatur kam,
Ja, haben wir die letzte Nummer ohne F in der mittleren Lage gespielt und das ist natürlich sehr schwierig, weil das F ist gerade in Tonarten, die wir sehr oft verwenden, sprich in G, in C, in F und in B oft gebraucht, in D auch, das fürs D-Moll und so weiter. Sprich, du kannst eigentlich, wenn der eine Ton fehlt, nicht mehr wirklich weiterspielen. Es ist einfach nicht Das möglich. klingt aber nach einem wahnsinnig guten Grabstadtspruch, was du gerade gesagt hast. Das letzte Lied ohne F in der mittleren Tonlage. In der mittleren Lage. Das ist ja, Ja, folgedessen ist dann ich grantig angefressen aus mir, nicht? Also im ersten Moment. hat sich sofort der Bier nicht gehabt. Aber sofort der Grill besteht, weil ich bin ja nicht mit dem Auto gefahren. Aber sofort der Zirbenschnapsel habe ich auch braucht noch von Martin nachher. Ja, musste dann heute den ganzen Tagesplan, also wir beide müssen den ganzen Tagesplan heute umwerfen. Wir wollten ja heute ausgiebigst proben und so weiter. Ja, nein, ich bin von Botschenau nach Laxenburg gefahren und habe den ganzen Tag in Laxenburg verbracht und habe das Instrument fein säuberlich zerlegt und wieder zusammengebaut, nachdem der Knopf wieder eingeklebt war mit ein paar Feinheiten noch. Bravo Patrick. Bravo Ja, Patrick. also darum bin ich eigentlich hundsmiert, aber trotzdem bin ich da. Und das ist alles gut gegangen, war trotzdem ein sehr erfolgreicher Tag, muss ich sagen. Alles gut gegangen. Alles wunderbar gegangen. Der war's. Den habe ich in der Hand gehabt, ja. Ich war in der Zwischenzeit in den Kirchen bei einer Volvo-Werkstatt und habe festgestellt, halt, dass Sind wir das mal- noch teurer wird. Service. Aber ja, ist ja so, wir haben uns dann, es hat funktioniert. Es hat Das super war funktioniert, angenehm. war ein super Tag, passt, alles super, alles perfekt, alles nachjustiert gleich hier bei dem Instrument und besser als vorher natürlich jetzt nachher wieder, weil 13 Jahre in Dauereinsatz war es, ist sie natürlich auch. Ja, na, passt. Und dann sind wir essen gegangen. Dann sind wir essen gegangen. Dann waren wir eh schon da. Und dann waren wir, also wir haben uns getroffen beim Wirten, muss Beim man Wirten sagen. gleich, ja. Wir haben uns beim Wirten getroffen, sind aufgefahren. Ich habe da schon aufgebaut gehabt. Wir waren da noch recht satt, haben einen Schnaps getrunken, einen Nussschnaps von unserer Brenzschebesser, Daniel Schlögl. Und haben so ein bisschen Zeit gehabt. Was haben wir gemacht? Wenn wir da schon sitzen, Spielen wir drauf los. spielen wir was. Und irgendwie, wo man so, habe ich gesagt, erst, ich habe da ein Lied vor Jahren geschrieben, Eine Premiere eigentlich aber wirklich vor Jahren. gewesen, dass wir das da haben. Ja, Ja. ja. Leibend. Den Schluck nehmen. Und sage ich erst, ich glaube, ich kann mich an den Text erinnern, habe das irgendwie so ein bisschen Revue passieren, dann haben wir das so angespielt und der Patrick mitgespielt und im Endeffekt haben wir jetzt dann ungefähr eine Stunde vor der Pavlatschen, ungefähr, eine knappe Stunde. So haben wir da gesessen und haben das Lied eigentlich gespielt und wir haben uns gedacht, ich meine, wann, wenn nicht in der Pavlatschen, machen wir eine Premiere von einem Lied, das noch gar nicht fertig ist. In Wahrheit. Wo sonst als vor euch? So ist es. Und mit eine euch? Vorpremiere. sagt man. Vor- Vorpremiere. Die Vorpremiere. Wir schauen mal den Text wirklich. Aber wir werden es ja zusammenbringen. Aber ich nehme an, das könnte euch auch gefallen. Das Lied weiß ich nicht, das möchte ich dann für euch hören, ob es euch gefällt. Aber Also vor 1,5 Stunden zum ersten Mal. haben wir uns das einmal, habe ich das vorgespielt. Vorgespielt. Vorgespielt habe ich das schon mal Hast vor du schon Jahren. Vor Jahren, aber das ist, wie gesagt, ja. Du hast dich erinnern können, dass das gibt, aber, es gibt, aber nicht sonst mehr. nichts, nicht mehr, ja. Und ich habe das irgendwas, nicht warum, das ist mir eingefallen, dann bin ich draufgekommen, erst den Text, glaube ich, im Großen und Ganzen bringe ich auch. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, aber halt nicht da. Ne? Und ja, das spielen wir euch jetzt vor. Jetzt spielen wir euch das vor und hoffen auf euer Verständnis, eure Milde, Bitte. was die Qualität der Darbietung jetzt bringt, weil wir das jetzt original wahrscheinlich 4-mal bis jetzt gespielt haben. 4-mal haben wir es. Ja, sowas, ja, öfters nicht, ja. So ins 5-mal gewesen, So das ins ist schon sehr 5-mal. viel, ja. Ich fange an. Wie sagt man da? Bossa Nova ist das, glaube ich. Oder? Ist ein Bossa Ist Nova, es? ja? Ich weiß nicht. Fangen wir, ich weiß jetzt auch nicht. Fangen Wir an. fangen einfach an und bin neugierig, was ihr sagt dazu. Mich schon verspült. Ine. Fängt schon gut an. Das ist das, Ich war einmal da weil- unten. Warum weil, auch wir- weil immer. wir nichts getrunken haben. Jawohl. Nochmal für den Klang. Wenn das Lied nicht fertig ist, gibt es auch keine Fehler. Alles künstlerische frei. Danke, Aranaka. Dankeschön, danke, ja. Das Fiakerlied ohne F würde Lackerlied heißen, ja. Da gibt es ja diesen alten Staatsbubenwitz, nicht? Wenn einer sagt,
grüße Gott, wie ist Ihr Name? Sagt er, Forsch. Sagt er, das F muss Ihnen aber viel Geld kosten. Nein, ich hab's von ihm gekriegt, hat's nicht mehr braucht. Und wie heißt der wertige, gütige Mann heute? Ätzenschädel. Ja. Ja, aber das können wir lachen. Nicht? Ja, so. Na, aber der ist aber gut. Erst, ich hab gar keinen Titel von dem Lied. Wurscht, gehen wir an. Meine Kinderzeit war klar. So, meine Kinderzeit, sagen wir halt. Kinderzeit hab ich verbracht in einer Zinskaserne. Der Vater hat viel kackelt und war fast nie daheim. An meine Mutter, die bei uns zu Hause war, erinnere ich mich gern. Aber heute ist diese Zeit nur mehr ein Traum. Wir haben damals gesungen und viel gelacht. Wir haben so viel Dummheiten gemacht. Meine Geschwister und ich, wir waren die ärgste Backeras. Ja, meine Kinderzeit, die war so klasse. Meine Kinderzeit hab ich verbracht in einer Zinskaserne. Ich krieg Tränen in den Augen, wenn ich an damals denk. Zu Weihnachten, da haben wir gehabt ein Christbaum ohne Stern. Aber die Liebe war das einzige Geschenk. Wir haben damals gesungen und viel gelacht. Wir haben so viel Dummheiten gemacht. Meine Geschwister und ich, wir waren die ärgste Backeras. Ja, meine Kinderzeit, die war so klasse. Kinderzeit hab ich verbracht in einer Zinskaserne mit einem Fußballkäfig drunten auf der Gassen. Ich kann, wenn ich die Augen zumach, das Kinderlachen hören. Aber heute hab ich das Grätzl ganz verlassen. Wir haben damals gesungen und viel gelacht. Wir haben so viel Dummheiten gemacht. Meine Geschwister und ich, wir waren die ärgste Backeras. Ja, meine Kinderzeit, die war so klasse. Ja, meine Kinderzeit, die war so
bin ich gespannt, wie es euch gefallen hat. Bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich Muss ich sehr vorne anfangen? gespannt. Eine Vorpremiere. Vorpremiere. Ich So. rauche mir jetzt einmal eine Zigarette an. So schaut es aus, das ist ja auch eine Dauerrauchsendung. Da ist auch eine Landtagsmoment. Wild. Dankeschön. Landtagsstrom Markus. Weit geht die Achtelleine. Die Achteln kommen, die Achteln frisch schauen. Vom Dampf haben wir 57, jawohl. Dampf haben wir 57. Wir trinken heute deinen Wein. Also, den von dir. Den von dir. Und wir haben da die Kisten stehen. Machen wir es auf. Ich bin so satt von Ich bin Wirten. so satt von Wirten, aber Jetzt haben wir extra. aber Vielleicht nimm irgendwas Scharfes. Irgendwas, da sind ein paar so. Habe ich geschaut, das ist irgendwas, was total scharf ist. Irgendwas, sowas, was willst. warte, ich stehe mir auf. Steh mal auf. Aus dem Hause Dampf haben. Das ist einer der besten Livestreams überhaupt, weil man sich quasi relativ konstant den Arsch vom Patrick. Wild. Das will man sehen. Damals, sagt Franz Ehm, hat eine. Sehr swingig, der Titel Kinderzeit. Oder? Was haben wir da? Jawohl. Chili. Ja, aus dem Hause Dampf haben wir 57. Also nicht aus dem Hause, aber. Dampf haben wir 57, jawohl. Ich danke dir schön. Zum Wein, heute haben wir einen Dampfhammer. Ich muss anfangen. Wir fangen an mit dem Essen. Ui. Ja. Ja. Ich muss noch mal kosten. Muss ich aufstehen. Ja, ich habe eine vom Boden. So. Und ist gut. Danke, Aber- Frau Das Wichtigere, Ja. Und jetzt das ist ja, momentan, ja, und trinken während der Sendung ist kein Problem. aber das Essen während der Sendung ist ein Aber Problem, Chips weil essen wir nicht. da redet keiner mehr. Und außerdem schaut das nicht wirklich so, glaube ich, ansprechend für euch aus, ne? Wenn man jeder da genauso wie jetzt nämlich. Ja? Dampfhammer. Danke. Weltklasse, danke schön. Prost, wollte ich sagen. Der Rudimann. Patrick, können wir uns morgen anrufen? Thema, Pavlacisti, hab noch nichts gehört, wie er beitritt. Wegen einem Verein. Hat sich der Roland noch immer nicht gemeldet bei dir? Ja, dann ruft sich morgen an. Ja, da telefonieren wir morgen nochmal, ja? Bonussong auf der neuen CD. Ja, genau. Das machen wir. Klaus, ein schönes Lied, sagt der Rudi. Danke dir herzlich. Super, sagt der Wolfgang, mit Biergregeln. Die Kinderzeit war so klasse, außer Sonntag am Galiziberg. Genau. Mega stark, sagt Peter Brachtl. Ich würde die untere Gitarre durchspielen. Was? Ich würde die untere Gitarre durchspielen, dass es nicht ganz so abgehackt klingt und vielleicht ein bisschen schneller. Aber Weltklasse, wunderschön. Danke schön für die Info. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es ist ja jetzt einmal schneller, glaube ich nicht. Schneller. Aber wir werden uns das auf jeden Fall noch anschauen. Es war auswendig gespielt, das ist ein Wahnsinn. Aber Wahnsinn, ja. Vor 1,5 Stunden zum ersten Mal gehört. Ja. Und klar. Aber ich meine, ich habe es schon im Ja, Kopf gehabt, halt nicht, aber die ist sicher alt, also vom wie ich es geschrieben habe. Ja, sicher 10 Jahre. Ja, sicher. Du hast mir das einmal vorgespielt damals und dann haben wir das ad acta gelegt gehabt, damit wir ruhen lassen. Ja, jetzt ist ich die über Nummer einige wieder Lieder da. liegen. Ne? Jetzt ist wieder da. Jetzt ist wieder Und da. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt passt so. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich einmal, sage ich einmal so. Mal schauen. Dann ist kein Bossa Nova mehr. Kein Bossa Nova mehr, ja. Ich glaube auch, die Geschwindigkeit hätte gepasst, aber ja, müssen wir schauen. Paul Hartmann hat die Spritzerglasel eine. Bravo, danke schön, Paul. Jawohl. Titelvorschlag wäre die gute Alte. Genau. Super Lied, sagt Hannes Spieslein. Ich danke dir herzlichst Die alte Quetschen oder so, nicht? Oder was meinst fürs Lied. Jetzt aber viel wichtiger ist jetzt, wo ist es? Na, wo habe ich denn das? Muss ich da aufscrollen? Hallo? Da ist, ich habe es gefunden. Meine Herrschaften, ganz wichtig. Der Aufruf in Schmattes. Weil natürlich, wir brauchen ja für unsere weitere kreative Schaffenskraft, wie nennen wir es, wie umschreiben wir es? Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, ja. Das ist so. Das ist so. Nein. Ja. Freunde,
der Punkt ist der. Seid so gut. Der virtuelle Hut geht rum. Wenn es euch gefällt, Haut einen Schmattes eine für die Musik. Kleine Beträge, große Beträge, sei es jetzt über PayPal oder über einen IBAN oder über einen Superchat und natürlich wird es uns eine wahnsinnige Freude machen, wenn es euch in die Kanalmitgliedschaft reinhaut. Man kann ja dort immer aussteigen, auch natürlich, aber das tät man halt, das tät uns irgendwie taugen. Also Kanalmitglieder haben wir halt ein paar und freut uns, das freut uns wirklich, ja. Und das ist einfach jetzt so Ist zu schön. sehen, wenn euch die Musik taugt hat, dann haut es was rein. Wir waren halt Haut's einer was rein. durchgeht mit einem Hüdel und Ding, ja. Würde uns sehr, sehr freuen. Ich danke euch vielmals jetzt schon. So, ausblenden wieder. Für Patrick die gute alte Zeit. Geld für einen Bagger. Ja, Wolfgang, ich brauche Geld für einen Bagger. Mein Motorrad habe ich immer noch nicht verkauft. Also, wie soll man da einen Bagger lesen? Super Lied, sagt der KTM Junkie. Ich danke dir herzlichst. Sergio Mendes würde es portugiesisch gesungen haben. Ja, Wirklich wahr? Glaubst du, war das so gut, meinst du? ja, Das war eher. Ist jetzt ich glaube, das ist jetzt ein Kompliment. glaube ich auch. Wie das portugiesisch gesungen haben. Gut, ich kann nuscheln. Ja, dann ist schon Und fast. ist auch fast. Fast, nicht? Ja. Maggie sagt Blödsinn, aber ich glaube, da meinst du die gute alte, oder? Ich hoffe nicht das Lied, Maggie. Ich hoffe nicht das Lied. Ist eine schöne Lied, eine schöne Nummer. Aber ich Wo glaube, bleibt die alte Zeit? Die wäre eine Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Dann spielen wir gleich was Altes. Was Was Altes an? Und die Graseltanz? Ja, Das die ist haben schon ein paar- ja, eh ausprobieren, Ja. glaube ich. aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt. Die haben wir schon ein paar Mal gespielt, oder? Ist das Wiener Mariengebet auch von dir selbst geschrieben? Ja, ist auch von mir geschrieben. Also bis auf den lateinischen Text, das ist Ave Maria. Aber das Rest, ja, habe ich auch geschrieben. Das kann ich aber nicht mehr. Würde ich auch heute so nicht mehr schreiben, das muss ich auch ehrlich sagen. Aber das ja, nein, ich meine echt doch, das war eigentlich was. Mir hat da so gefallen, dieser Kontrast, dieses Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld zwischen dem quasi dem lateinischen Gebet, also dem Ja, reden wir dem weiter. alttraditionellen und dem wienerischen, ne? Dem wienerischen das war- Volksgebet, also dem lateinischen Hochkirchengebet und dem Wiener Volksgebet. So, das wollte ich damit verbinden, würde ich heute wahrscheinlich besser machen, anders machen, ich weiß es nicht. Aber ja, ist halt ja. Auf gefällt mir, was da Hat, gefällt. Ja. ist schön, ja. Hat Musikern immer gut gefallen. Ja. Damals in Spielgänzel, wie wir die Aufnahme gemacht haben bei ihm, hat ihm gut gefallen, die Nummer, ja. Ja, nein, hat er die Zeit. Ich würde es halt. Also, Hat er passt damals irgendwo. Ja, ja. absolut, nein, und das war auf meinem Manche, Niveau. manche Lieder haben einfach ihre Zeit. Manche haben Zeit, so ist Ja. es. Und das hätte ich ganz an. Ich habe zum Beispiel heute beim Patrick im Zuge dieser eigenen Lieder, ich habe da dann eins angespielt, vorgespielt habe ich nicht kennen, weil ich den Text nicht mehr gewusst habe. Ich habe nur ansatzweise den Text gewusst und da habe ich gesagt, du, dieses Lied ist Weltklasse, glaube ich wirklich. Also hast du auch dann gemeint, Weltklasse, Ja. aber ich schreibe einen neuen Text. Der Text, nein, der passt nicht. Der Der passt nicht. Text hatscht. Das taugt mir nicht. Das passt. Das Da habe ich hatscht. keine Das Euphorie. hatscht. Das hatscht. Also los ist. Also muss ich einen neuen Text schreiben. Dauert es noch mal länger. Gleich kommt der Spruch vom Reticulum eines Meerschweinchen. Das ist nicht das Reticulum, das ist das endoplasmatische Reticulum. Also bitte. So genau wollen wir schon sein. Weißt? Ja, nein, schon, na klar. Daumen anklicken, sagt der Rudi Korbis, ja. Ja, bitte. Einen alten, Machen wir einen alten. ganz einen alten, und machen wir Mittelalter. Machen wir schon was aus dem 20. Jahrhundert, aber eine alte Nummer. Was bist du? Sogar. Haben wir schon der alte Schmied? Ja, das können wir machen. Zum Das ist gut. Beispiel, Den haben wir ja. schon länger nicht gespielt. Weit draußen, wo im Lerchenfeld ein ganz alte Schmieden steht, als Bub hab ich dort oft mein Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Block. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied und Gesöhn haben bis in die Nacht das Eisen kämet und haben's Boot. Die Funken sind dort lustig gestohlen.
Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat kein Wein und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohl, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er dringt die Zeit, sein Herz ist schwer, es gibt heute keine Vorleiter mehr. Stü ist jetzt in der Schmieden dort, die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein Bus klingt, der Regen durchs alte Dach rinnt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeige aus. Und Tränen in sein Bord. Es ist zu hart, wenn man vergeblich wart. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat kein Wein und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohl, kein Kutscher bringt mehr draus zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er trinkt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Vorleiter mehr. Ich hab ein Stickerl altes Wein entdeckt, dort hat sich die Gemütlichkeit versteckt. Dort triff ich alten Spezi, die Freundeln das versteht sich. Dort kommen alle echten Werner zusammen, die noch ein Herz für die Werner muss ich haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du Stickerl altes Wein. Heute war die alte Zeit bei mir leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeben. Wie ich bin munter geworden, war alles verloren. Drum Schrammen tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. was nutzen uns die alten Gossen, Und die Gemütlichkeit mit euch dahin. wir haben schon tun und alles erklärt, Drum haben wir unsere Schrammen gegeben, mit so viel Herzschön und sonst keiner. A Wiener Lied, wie es mir gerne hält. Wir haben schon tun und alles erklärt, drum haben wir unsere Schrammen gegeben. Mit so viel Herzschön und sonst keiner. A Wiener Lied, wie es mir gerne. aber Fisch Muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert. Mit Fisch muss gehen. Der Mensch ist doch kein Pferd, wenn's jetzt nicht
Kirche, brauchst nix auf was wir gern haben. Denn so jung wie heute kommen immer so ein bisschen. Da war ein kleines Salettel und da ein Blumenbettel und da hast den Vögel in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel und ein Sackel, Düngemittel und in der Sittel hat der Bagger reingehauen. Da war ein kleines Bergerl und darauf ein Gartenzwergerl und da hast zum ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen Brot. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau da das Grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen. Den blauen Himmel sehen aus dem Meer, ich keine Chance. Die Baum ums Auge ist noch, wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Baum. Jetzt stehen auf der Plantagen bei einer 20 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in die Bäume und ich tät nix versammeln, weil ich es bei ihnen gleich mit einer gezogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäume. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut da das Grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen aus dem Meer, ich keine Chance. Die Bahn ums Auge ist doch, wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen, mit alle Baum. Ja, dann war das auch möglich. Karl-Hudiner. Von alt bis neu. Also fast neu. Ist auch schon aus den 70er Jahren die letzte Nummer. Was haben wir halt von alt auf modern vielleicht? Von alt auf ganz alt und dann auf modern. Also ja. vom alten Schmied in Lerchenfeld bis hin zum Schrebergarten hat, glaube ich, noch keiner geholfen. Ja. Und euch hat's gefallen. Ich glaube, es hat euch glaube gefallen, auch, ja. weil mörderische Ausdehnung da an. Schau, Moment. Warte mal. Da muss ich jetzt da. Wo sind wir da? Warte, ich muss auf jeden Fall einmal klären. Ja, der Finger muss hin, mehrfach. Ja, eben. Ich bin ja da ganz woanders. Ja. Untergänger Schroben. Nee. Aber habe ich kürzlich auf Amazon Music gehört. Super Lied. Über welches? Das ist ja wurscht, weiß ich. Achtel von einem, ich singe eine Refrain mit Brauer. Ulrich just became a member. Ulrich, Weltklasse. Sofort. Ulrich, ein Original Kanalmitglied. Wie passend Herzlich für einen Installateur. Herzlich willkommen. Das ist ja, der Ulrich, du darfst es nicht verwechseln. Du bist jetzt nicht in der Innung. Gell? Du bist jetzt nicht Mitglied in der Innung. Du bist Kanalmitglied, aber nicht jetzt der. Weißt du, was ich meine? Weltklasse. Bravo, Ulrich, danke schön. Patrick, du musst nachschenken, weil jetzt müssen wir weiter. Genau, jetzt geht nämlich weiter, ja. Achteln, ich danke vielmals. Ludwig Sass macht Bierkrügeln und Achteln. Da haben wir schon. Super Chat. 5 Euro vom Aaron Acker, aber bitte für keinen Blödsinn ausgeben.
Machen wir nie. Machen wir doch nie. Das hätte ich jetzt gesagt zum Beispiel, das können wir dir nicht versprechen. Machen wir nicht. Dank der Schiakerl, jawohl. Danke. Was haben wir da? Schau, Michael Ahammer. Ein Wahnsinn. 15 Euro für Michael Ahammer. Hallo Burschen, schön wieder mal dabei sein zu dürfen. Vielleicht kommt mal wieder der alte Sünder, kennt sich aus. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Jesus, der alte Sünder. Ja, aber da habe ich ja die Noten nicht drin, kann ich Das muss auswendig. nicht auswendig kommen, den gar nicht. Hast du die AKM-Heftel mit da? Nein, gell? die habe ich nicht mit, nein. Weil Ich da habe ist er unser, drinnen. also was wir, Ja, eben. unser Programm, was wir vorhaben mit. Ja. Eieieiei. Aber jetzt einmal 15 Euro, ich danke dir jetzt. Liest. Dankeschön. Paul Artmann hat die Spritzerglasleine. Aber ob sich mit dem virtuellen Hut heute schon die Mehrkosten vom Service erinnern sind? Nein. Na, Also die offiziellen Werkstattkosten fürs nächste Service im Dezember, inklusive dieser großartigen Reifendrucksensoren, ne? Reifendrucksensoren. Zahnriemen ist halt rau, ist halt rau. Sind wir jetzt bei 2200. Da haben wir früher ein Auto gekauft. Oder Nicht? früher ein Auto gehabt. Ja, ich meine, ich muss jetzt zugeben, ich muss jetzt wirklich schauen, ob das wirklich die Vertragswerkstatt sein muss. Ich meine, Mein erstes Auto hat 3000 Euro gekostet. das ist halt, ja, Das habe ich von dir gekauft. ja, Gut, das ist aber auch schon das ist lang her. sehr lang her. Das ist sehr lange. Das ist wirklich sehr lange. Ja, ich überlege noch, ich suche noch. Caesar. Ja, so streng singen oft die Eltern her. Zeigt am Sinn, wie sich der Erste stehen. Was er kann, aber jetzt gehen wir's an. Der alte Sünder, der kennt sich aus. Er spricht, was Nacht wird, steh aus dem Haus. Wein, also Wein, da tut das Wein, alle Lotte ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Doch nur ins Bett, da geht er nicht. Der Sünder, er ging nach Haus. Geht doch ins Bett, da geht er nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. Tut mir leid, Michael Ahammer, Das sind Überraschungen. ja, was haben wir? 15 Euro erst. Dank der Michael, es tut mir leid, dass wir das nicht besser bedienen konnten, aber leider, wir haben die Noten nicht bei der Hand und das kann ich wirklich ohne Noten gar nicht. Das tut mir leid. Ja. Christoph Acker schreibt, findet man dort nicht im Internet. Ja, findet man sicher, aber auf die Schnelle jetzt auch nicht. Brauchbar, sagen wir so. Ich weiß nicht. Gib mir Volvo nicht her. Na, mach ich nicht. Nein, macht das sicher nicht. Gibt's sicher. Nein, Ja, glaube ich nicht. Gib ich nicht her. So, jetzt da wollen sie es so wollen. Wahnsinn, super, sagt der Michael Ahammer. Ich danke dir schön. Du bist gnädig und mehr haben wir nicht zusammengebracht jetzt. Ja? Voll geil. Ich meine, das Wiener Mariengebet. Mariengebet, ja, Wenn du das das war passend für eine auf Hochzeit Amazon. umschreibst, seid ihr fix eingeladen, wenn ich mal heirate. Ja, na, das machen wir da. Das ist kein Thema. Das sind wir dabei. Ja. Ich meinte das Wiener Mariengebet. Ne? Das Ave Maria, gehilf mir, ich bitte. In C habe ich das geschrieben, glaube ich. Gell? Da fragen wir mich mal jetzt erst. Das ist ja so Jahrzehnte nicht mehr Ave gespielt. Maria, Ave Maria, na, irgendwo. Ave Maria, gehilf mir, ich bitte. Grazie plena. So, Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus. Das muss ich mal vorsagen. Ave Maria. So druckt mir schwer, ich weiß es wirklich nicht. Aber
Aber was du heiratst, sind wir dabei. Also, Bis dahin. Bis du heiratst, ist wieder gut, weißt du? Da gehen wir es einfach. Ja, Ackerl war günstig. Wahnsinn. Naja, es ist ein Wahnsinn, was das alles kostet. Bravo, sagt die Maggie. Weil da war die Raffen auch schon dabei, nicht? Das ist ja, mit der Ausbruch, ja. Das ist ja ein Skoda, nicht? Wie mir vorne. Das ist einfach. Sicher Wahnsinn, das ist natürlich ein Wahnsinn. Unglaubliche Szenen. Ja, was soll ich machen? Was heißt, wenn ich irgendwas habe ich im Kopf gehabt? Aber auf der Schoß von der Mama für die Das war noch, ja, für richtig. Principessa. Für die Daniela Stöge, Principessa, respektive ihrer Frau Mama zu Ehren vor 11 Jahren diese Welt verlassen. Und natürlich allen Müttern zu Ehren. Ja. Kopf Hand, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und aufgeschiffte Wunden ob schiefere Zungen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt holt. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Und Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama.
mir was damit tun. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Jawohl, jawohl. Für alle Mütter, Mamas. Egal wo es sind. Hoffentlich ist der Nele Jawohl. noch da, sagt Iron Acker. Ja, wenn nicht, muss er es nachholen. Es ist ihr zu Ehren sozusagen. Haben wir das braucht. Hat sie sich gewünscht. Ja, Burma entwickelt sich zu Kirchenmusiker und bald treten wir gemeinsam auf in der Kirche. Nicht, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, Micky, ich weiß nicht. Ob Gut, dann das Wein passt. gab es, ne? Und Messwein, ja. Naja, Und Süßen, sehr oft. ja, muss aber nicht. Muss Muss nicht. aber nicht sein. Ja. Das ist so, man ist nicht abwegig, nicht? Man Ja, ist ja. abwegig. Wenn der Pfarrer teilt, Wenn er anteilt. Wenn er anteilt, wie man sagt. Wenn er anteilt. Nicht mehr mehr Schluckerl. Ich werde mir ein bisschen da vielleicht aufmachen. Es ist mir ist sehr warm, nämlich da herinnen. ja, soll ich die Schiene öffnen? Ich komme da schneller hin. Du hast dabei drei glaubst Stative du, um. glaubst du nur, ich bin glaube ich schneller. Ich glaube, du bist schneller. Ist ja vorher direkt am Berg rauf, jetzt da, nicht? Das werden wir noch sehen. Mach ein bisschen auf. Ich mach auf, nicht? Ein Damit, bisschen öffnen wir. damit er wieder kalt sein nachher dann. Nein, ist sicher schon gekommen. Sicher schon gekommen. Nein, kalt ist mir nicht. Nein. Da ist noch ein Chip. Also, magst du ein Chip? Esse ich einen Chip? Ich nehme einen. Wie heißt das? Was ist das überhaupt? Warte mal. Mild Chili ist das. Mild Chili, ja. Danke, Dampfhammer. Ja, schau, die Daniela ist da. Wie immer, gehen Sie pur, danke Burschen. Jawohl, bravo. Da muss er gleich bleiben. Also, Entschuldigung. Eines der besten Lieder, so KTM Junkie, danke dafür. Rudi Korbis bringt das Gleichgewicht ins Spiel. Hannes Spieselehner ist dahin. Geht schlafen. Schönen guten Abend. Schön, dass du dabei warst wieder. Vierte gut. Bitte gut. Was ist das hier? Was kann das sein? Milde Chili. Ja, das ist. Ja, gut. Graneo. Eh? Da gehst du wieder an den Hunger. Ja. Reicht wieder. Am Schweck, sonst können wir nichts reden. Die Haut ist da her. Ich leg's hierher, meine ich. Ich muss mal. Das dann auch, da ist bei diesen Sachen schon eine gewisse Trockenheit vorhanden im Mund gleich nachher. Ja. Muss ich gleich nachspülen. Oder es ist dieses Zusammenspiel. Wein und Knabberei. Aber ich glaube, gesund ist nicht, sowas. Aber was ist denn schon gesund? Naja, No, das, mein Gott, nein. Wein ist schon. Ah, der Wein ist die beste Medizin. Das weiß schon jeder gute Doktor in Wien. Oder wie geht das? Nein. Ja, das macht schon jeder gute Eins in Wien. Maggie Bember sagt, der Messwein ist nicht zum Verachten. Gell, Maggie? Ja, ich hab schon Kann ich auch sagen. gute Tröpfeln schon bekommen. Wein und Musik gibt es in der Kirche. Klingt besser, als es ist. Ja, stimmt eigentlich, gell? Aber das war ein guter Spruch. Kommt für die Kirche. Also kommt zu den Kirchen, da gibt es einen Wein und eine Muse. Eine Muse und ein Wein. Ein Musi und ein Wein und der Treffen sich in Bruder. einem Mess. 10er Mess, Muse und ein Wein. 11er Mess beim Kirchenwirt. Ja, genau, so ist das ist in Eifelstall, ja, genau. Ja. So. Bei der 10er Mess, beim, no Patrick, Ah, geht schon, pass auf. du magst da Grimassen dabei, dass er ja richtig der Schierau geht. Dann habe ich gedacht, Jesus, na, was ist dem armen Menschen widerfahren mit dieser Knabberei? Na, kennen Sie das, wenn ein Stückchen von diesem Knabbergerät hinten bieten bleibt? Patrick, krepier aber nicht auf offener. Weil mir war es recht, was Es nicht geht schon. ist grundsätzlich, aber auf offener Bühne, das weiß dann Es wirklich geht schon, nochmal. geht schon wieder. Das müssen wir ausschlagen. Ich wollte meinen Hustenreiz jetzt unterdrücken, das ist auch gelungen. Du hast da Wasser getrunken, bravo. Ich habe so blöd reingeschaut jetzt da. Wahnsinn, mir auch so ein Schluck Wasser. Warte, schön wie er so. Moment.
Na gut. Na, schier ist das leider. Na schier, nein, wirklich. Wirklich. Da wird ein Schluckerl schinken und so. Ja, warte, ich trinke aus zuerst, weil das ja. So ein Schluckerl. Da ist die Flaschen auch klar, nicht? So. So. Wo wir schon vom gesunden Essen reden. Ah. Sehr gesund. Sehr, sehr, sehr gesund. Fast viel zu gesund, möchte ich fast sagen. Ich brauch keinen Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühl mit Braten. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht so gesund, dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Ressensau. Und überrascht. Jetzt, ja. Ich geh gemütlich heim, da steht noch wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Da hat der Lacke Blair, was suchen's auf der Rehr? Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Das Grüne um und dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Bravo Patrick, Fangt er dann wieder an die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute ja mir lernen gehen. Weil ich auf alle vier rumrutsch, wie Baby mein Krawatten lutscht. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann. Jetzt ziehen die Leute die Hund wird Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt geh ich um und dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Dopplerwein. Noch besser, fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der links, der kommt zum Hin und er ist baff, 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 baff. Wie er wieder aufsteht, da wird zum Brause hin, da ja passt der Deine in den Duschkabin, bing, 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 bing. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her bewüht. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist, ja nicht zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, mit zwei so furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wenn's er nicht druckt. Das ganze Trepferbot, das ist jetzt hin, C7. Ruhes, Lungen, bös, Zungen, Schädel wieder zu. Und weh und Husten und eine hinige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schleberwitz. Dagegen hilft kein Witz,
Pause. Ja, ich mir das dann, weil ich mir das auch doch Ein schönes Potpourri jetzt eigentlich geworden, ja. Aber ich mir auch doch, beim Huster spontanes. hätte man jetzt fast hätte man eigentlich die Rüslungen gleich anreißen müssen. Und das hat dann sofort natürlich der Franz immer als Kenner. Als Kenner. Kenner der Materie. Der hat das natürlich auch gleich gemeint. Hat Da das hätte eingeworfen. eigentlich die Rüslungen besser. Hat das am Tisch gehabt quasi. Ah, Ja. Wahnsinn. Unser Pfarrer hat immer einen Samos bevorzugt. Der Pfarrer in Kuppitzkirchen einen grünen mit Lina. Eigens im eigenen Fassal. Na ja, gut. Ich fahre übermorgen nach Wien, Bravo Megi. Spielt dort bis inklusive 10. November. Drum sehen wir einander ja am 7., glaube ich, beim Taschler. Das ist Wenn ein ich Fall. da recht informiert bin. Ich tät mich wirklich freuen, ich freue mich drauf. Ja. Das ist eine feine Geschichte. Bravo Megi. Ich bin schon beim Iron Acker wieder. Wein und Knabbereien sind besser als Krautroulade mit Sturm. Zumindest am nächsten Tag. Ja, das glaube ich auch. Es kommt drauf an, was man gewohnt ist, nicht? Sag ich immer. Ne? Schau, der Wolfgang Mebe, wir freuen uns schon. Haben was für dich und den Patrick. Siehst du das? Das ist leibend. Der Wolfgang. Ne? Für mich ist nichts, ist eh klar. Ne? Der kleine Blade kann, der sauft echt nur. Ne? Der braucht nichts. Da kriegt die Mege was und der Patrick was. Ne? Den Klausi lassen wir aus. Ist schon recht, wenn wir merken, müssen Herr ja schauen, Wolfgang. Wenn wir merken. wir sind ja 3 Geburtstagskinder, nicht? Die da zusammenkommen, sozusagen. Nicht? Wir müssen schon Ach so, ja, genau, wir stimmt. Skorpione müssen schon ein bisschen zusammenhalten. Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Wir müssen zusammenhalten tun. Du hast ja da schon Geburtstag gehabt. Es geht ja kaum mehr was an. Dann. Das ist ja eine Woche vorbei dann. Der Wolfgang auch. Das ist ein Wahnsinn. Und weil der Patrick wenig mit der Steirischen spielt, nehme ich meine mit und er muss spielen. Der Klaus soll die Löffel mitnehmen. Ja, Löffel habe ich immer dabei. Und in der Gitarrentasche. Was der BSAs das? Nein. Ja, aber so mit den Löffeln ist ja. Eben, darum, ne? Die sind nicht gestimmt auf BSA. Der eine halbt dann zum ADGC. Ist doch wohl. Dann hast du den ADGC, der war mir lieber. Der eine, Oder der GC. eine Ton ist doch wohl. ADGC war mir lieber. Oh. Ob das jetzt in A ist oder in B ist, ist eigentlich wurscht. Es ist ein Halbtonschritt höher, mehr ist es nicht. Was sagt das der Gitarre? Also ist nicht der ganz Gitarre, der einfach, Kontergitarre. ganz Der einfach. Kontergitarre. Ja, ich meine, bevor man mich hier als Trottel darstellt, ich kann schon dazu spielen, aber Ja, und gut ich noch. kann die Konter Und nicht gut auch ausnutzen noch. dazu. Das ist halt fad. Und Schrumm kann ich in allen Tonarten. Aber die Konter ist nicht für das ausgelegt. Aber in S ist gut noch. Ich denke, Herrgott, da Star. Schrebergarten, da ist schon Kontraseiten möglich. Wenig. Also ja, aber wenig, du kannst so wie bei der Steirisch mit Pulka oder was, oder das kannst du nicht rausholen, weil die Töne nicht da sind. Ich hab kein tiefes Ass, müssen nicht umstimmen. Ja. Das ist ein Blödsinn. Ja, ist wirklich ein Blödsinn, ja. Ist ein Blödsinn, ja. Das Ass fällt, das ist eigentlich der Hauptgrund. Alles andere über um. Aber das ist, wenn was in S du ist. Aber jetzt ein Pulka und die Passläufe, es geht um die Passläufe. Ja, Nicht einmal wegen Wechselpass kannst du Ja. immer spielen. Es geht um diese Passläufe. Da kannst du die Konter dann nicht ausnutzen, weil du das ja im Paré spielen musst, das Ganze, und wenn du das mit einem Capotaster spielst, das ist jetzt ganz kurzer Exkurs. Kurzer. Insider für Gitarristen. Wenn ich mit einem Capotaster spiele, dann habe ich es überhaupt beschnitten, die Kontra. Also ein Kontragitarre mit Capotaster spielen ist wie, Sinnlos. weiß ich nicht, wie eine Weinverkostung in einer Brauerei. Nein, nicht einmal. Nein, nicht einmal das. Wie Nein. eine Weinverkostung in der Krachel-Fabrik. Ja, das ist ja ein guter Vergleich, kann man stehen lassen. Das kann Kann man. man stehen lassen, ja. Schau, das Mega hat schon reserviert im Taschler, bravo. Vom Brokkoli zum Trepfalbrot. Falsche Reihenfolge. Nach dem Essen soll man eine halbe Stunde warten, bevor man schwimmen geht. Ja, aber Trepfalbrot ist ja die Dusche. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Richtig. Oder nach dem Essen sollst du rauchen. Ich sag's jetzt nicht. Ja, besser ist. Meine Großväter. Ne? Die Sprachpolizei sagt so, im Trepfalbrot ist noch keiner geschwommen. Oh ja, der Portier. Ja, schwimmt wieder. Stimmt auch wieder. System Michelbauer, sagt der Wolfgang. Ja, das macht nichts, das geht schon. Ich nehme nur mal so. Das geht schon.
Ich nehme nochmal so ein Ding. So von der Familie Zweifel. Ich habe nicht gelesen, wie das Backel gekriegt hat, aber ich habe die Zwiebel gelesen, nicht im ersten Moment. Der Zwiebel, nein, Zweifel. Ist quasi der Kellis in der Schweiz, ne? Offenbar ja. Wir mit dem Kellis? Wobei das ist ein Familienbetrieb sogar oder so irgendwie. Ja, Kellis auch. Ja, eh. Kellis auch. Ja. Meines Wissens. Das ist auch ein Familienbetrieb. Ich glaube, die sind nicht einmal der Börse, nichts. Nix. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist nur das ist AG, glaube ich, aber nicht an der Börse. Aber da rede ich vielleicht am Blödsinn. Bitte bis zum Taschler den Fendrich einlernen. Schon Jahre nicht mehr gehört. Ja. Den braucht man nicht einlernen, den kennen wir Ja, eh. klar. Aber Den haben wir jetzt erst gespielt. jetzt mit erst dem gespielt, Bluesrahmen. mit dem Bluesrammel beim Selic haben wir gespielt, ja. Da haben wir auch schon seit Ewigkeiten wieder mal gespielt. Oder hat das Publikum passt für diese doch recht harte Nummer. Naja. Ich glaube schon langsam, wenn wir zum Schluss kommen. Kommen wir zum Schluss schon langsam, ja. Die Flasche ist geleert, glaube ich, gell? Ja, die ist geleert. Sie ist uns eine Lehre. Ja. Der Mäcki sagt auch, ne? Auf manchen historischen Orgeln fehlen auch einige Tasten im Bass. Und da spielt man ungern in gewissen Tonarten, ja. Ja, Und genau. ich kann alle Tonarten auf der Gitarre spielen. Das ist überhaupt kein Problem, grundsätzlich. Wenn ich es gut spiele, so ist es so, dass das Instrument genutzt wird, dass die Bassbässe klingen, dass man Bassläufe spielen kann. Dann nicht. Also A-Dur kann ich in Paré spielen, kann ich kann auch mal so Wechselbässe im Bass spielen, das kann ich alles, wenn ein Basslauf war, ich kann spielen. Ne? Das geht nicht einfach. Es geht einfach nicht. Ist nicht vorgesehen, sagen wir es so. Und wie gesagt, Kapotas, da kommt noch nicht auf, weil man da kennt ich sowieso keinen Basslauf mehr spielen, weil du ja eben Seiten, also weil du ganze Töne vernichtest. Aber ja, es ist ja theoretisch bei S, wenn ich auf F in Kapotaster setze, ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Es ist nicht so gut, ja. Ja. Ist nicht so gut. Nicht so gut, ja. Nein, es ist so, ja. Das stimmt. Auf das einigen wir uns jetzt, meine Herrschaften, und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Schau, die Hette sagt richtig, Zweifel ist der schweizerische Kellis. Ja. Ja. Bei der Bierverkostung nur auf alkoholfreies beschränken. Ja, das war halt ungefähr Kapotas auf einer Kontragitarre. Nach dem Essen sollst du rauchen, nicht ganz jugendfrei. Ja, er hat es ja nicht ausgesprochen. Ich habe extra nicht gesagt, ja. Der Wolfgang, ein Kapo auf einer Kontra schaut auch nicht gut aus, so ist es. Ja, das passt gar nicht. Überhaupt nicht. Das geht nicht. Was? Wolfgang, nur ja, gerade im. Das kann ich nicht. Ah, Skorpion! Hat der Klause keinen Geburtstag, ja. Ja. Ich bin ein Witter. Ein Kontragitarre mit Kapotas, der ist wie ein Schachspiel mit Würfeln. Sprachpolizei. Was, es gibt schon, man merkt es gibt Leute, die einige eine Leute, die Ahnung mich haben. verstehen. Die haben eine Ahnung. Ja, es gibt wirklich Leute, die mich verstehen und sagen, das geht nicht, du kannst einen Kapotas auf einen Konto aufhören. Wo sind wir denn? Furchtbar. Da kommt sofort die Kontrapolizei. Da kommt die Kontrapolizei. Da wahnsinnig erst. Und da stellt sich her und sagt, was haben wir denn da gespielt? Was haben wir denn da gespielt? Na, was haben wir denn da drauf auf der Gitarre? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich glaube, es wird nicht gescheiter, was wir sagen. Meine Herrschaften, es wird nicht gescheiter, was wir reden. Es war uns eine ganz große Freude. Wir haben diese Woche nicht allzu viel vor. Wir haben, morgen haben wir in Lentnerkalle. Ja, freue mich schon sehr. Volles Haus. Ist Ist ausreserviert. ausreserviert, ja. Was haben wir dann weiter? Weißt du das auswendig? Die Woche, dann geht es nächste Woche weiter. Ich glaub, das am war 6. beim Stippert, am 7. sind wir beim Taschler, am 8. im Dornröschenkeller, am 9. Und am 10. sind wir auch wo. Ja. Findet alles bei uns auf der Homepage oder auf Facebook oder auf Instagram. Überall findet ihr unsere Daten natürlich. Der Tatl Josef. Jetzt ist der Tatl Josef da. Der Pepe. Jetzt kommt er, wo wir aufhören. Aber er sagt, ihr seid Leihwand, das ist in Ordnung. Dafür hat der Klaus einen Bagger bekommen. Ja, aber Spielzeitbagger. Ich will einen echten, Wolfgang, ich will einen echten. Der Renaker macht schon Vorwürfe.
Nach dem Essen keine 1000 Schritte und auch nicht rauchen, aber schnell aufhören wollen. Keine weiteren Fragen. Wir hören nicht schnell auf, sondern wir hören auf für die Flaschenreise. Nicht? Ich meine, Ja, das es ist gibt so. ja gute Gründe. Es gibt gute Gründe und wir haben noch ein bisschen was vor. Ne? Also heute nicht mehr, aber ja. Aber ich habe morgen auch einige Dinge vor. Wir haben ja, na, morgen Leibert, wie gesagt, Lindner-Kalle. Dann schauen wir weiter. In diesem Sinne. Meine Herrschaft, es war uns eine ganz, ganz große Freude. Schön, dass ihr dabei wart. Leiband. Bleibt anständig, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sagt es bitte weiter, dass es uns gibt. Haut vielleicht noch ein Schmattes in Hut ein in den virtuellen per PayPal oder per Überweisung. Ihr findet die Daten natürlich auch in der Videobeschreibung oder werdet Mitglied des Kanals und lasst uns Auf eine Acht. quasi monatlich auf eine Acht Ja. was hätten wir noch? Das war's eh. Das war's. Das war eh. Alle die Möglichkeiten, Deutsch und so weiter und so fort. Ihr kennt sich aus. Danke euch vielmals. Alles Liebe. Danke, danke. Eine wunderschöne Woche wünschen wir euch und bis bald. Fühlt euch gut. Eure 16er Buben und wir verabschieden uns natürlich mit einem Wunsch, einer Bitte an einen Ober, an einen Wirten. Konkret, Herr Wirt, auf Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut, aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sagen wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Werner-Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimme ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend, es hat uns wieder einmal sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch Gott, macht's es gut. Alles Liebe, schöne Woche.